Auch wenn der Outlaw-Biker ein Ideal im Metal ist, wo immer wieder in Metal-Songs besungen wird, ich selber bin kein TÜV-Fahrer. Mein Stahllesel ist nur ein 21-Gang-Velo. Und auch mit dem Benzin im Blut ist es bei mir nicht weit her. Unser Opel Vivaro ist kein Augenweid. Er hat zwar Dellen und er wird nicht besonders gepflegt. Er ist einfach ein fahrbarer Untersatz von A nach B für mein Material, für mich und meine Familie. Was mache ich denn heute Morgen also überhaupt hier bei den Petrolheads? Ich bin sehr froh, dass eins von den Mottos vom Ace Café folgendes ist. Whatever you write, the spirit counts. Whatever you write, the spirit counts. Auf Deutsch, was auch immer du für ein Vehikel rittest, es ist der Geist, der zählt. Die Einstellung. Spirit. Egal welche Farbe, egal welche Marke, egal welches 2-, 3- oder 4-Rad du und ich fahren, es ist der Geist, der zählt. Aber welcher Geist ist es, den wir in dieser neuen Saison brauchen? Das Wort Spirit, vom latinischen Spiritus, meint nicht nur den menschlichen Geist oder ein Gefühl im Miteinander von Menschen. Spiritus meint auch nicht nur hochprozentigen Alkohol. Spiritus ist in der Motorsprache verkürzt zu Sprit geworden. Brennstoff für die Maschine. Das Motto vom Ace kann man also auch so auf Deutsch übertragen. Was auch immer du für ein Vehikel rittest, es ist der Sprit, der zählt. Ja klar, ohne Sprit läuft kein Motor. Wenn der Benzinhahn zu ist, dann geht nichts. Und wenn die Benzinleitung ein Leck hat oder sogar plötzlich gar nicht mehr mit dem Tank verbunden sein, dann bleibt dein Bike stehen. Und auch im Leben gilt. Der Sprit zählt, dass der Motor von unserem Leben nicht in Stottern kommt und du auf der Lebensreise ans Ziel kommst. Und was ist der Sprit, der den Lebensmotor antreibt? Wo findest du den Sprit für deinen persönlichen Tank? Von dem nötigen Lebenssprit redet Jesus im Johannesevangelium. Aber weil es zur Zeit von Jesus noch keine Verbrennungsmotoren gegeben hat, hat er halt ein bisschen andere Bilder dafür gebraucht. Das Bild aus der Natur. Aber es funktioniert eigentlich gleich wie beim Motor. Jesus sagt also im Johannesevangelium im 15. Kapitel: Bleibt mit mir verbunden, dann bleibe ich mit euch verbunden. Eine Rebe kann aus sich selbst heraus keine Frucht tragen. Dazu muss sie mit dem Weinstock verbunden bleiben. So könnt auch ihr keine Frucht tragen, wenn ihr nicht mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, bringt reiche Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts erreichen. Wer nicht mit mir verbunden bleibt, wird weggeworfen wie eine unfruchtbare Rebe und vertrocknet. Man sammelt die vertrockneten Reben ein und wirft sie ins Feuer, wo sie brennen. Wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bewahrt, dann gilt: Ihr dürft bitten, was ihr mir wollt, und eure Bitte wird erfüllt werden. Die Ehrlichkeit meines Vaters wird darin sichtbar, dass ihr viel Frucht bringt und euch als meine Jünger erweist. Jesus haltet hier eine Abschiedsrede an seine Jünger, an seine Schüler und Freunde. Ja, wir könnten auch sagen, seine Biker-Gang. In dieser Abschiedsrede sagt er als Road Captain noch eines das, was ihm am wichtigsten ist. Das, was seine Jünger unbedingt müssen in Erinnerung behalten. Das, was matchentscheidend ist auf der Lebensfahrt. Übertragen auf unsere Zeit sagt Jesus eigentlich nichts anderes als: Schau, ich bin selber der vollkommene Dank vom göttlichen Sprit fürs Leben. Nur wenn deine Benzinleitung mit mir verbunden ist, dann läuft dein Lebensmotor wirklich so, wie er vom Erfinder her gedacht ist. Nur verbunden mit mir kommst du ans Ziel von deiner Lebensfahrt. Der göttliche Sprit von Jesus für die Lebensfahrt ist der Heilige Sprit, der Holy Spirit, Gottes Geist. Schöpfer,
Unser Vater im Himmel ist Gott über uns. Jesus Christus, unser Erlöser, ist Gott neben uns. Und der Heilige Geist ist Gott in uns. Seine Energie, seine Dynamik in der Welt, sein Kraftstoff für uns. Spannend ist, dass in der Bibel das Öl symbolisch für den Heiligen Geist steht. Darum ist es ein bisschen wie beim Zweitaktmotor. Der Heilige Geist ist nicht nur das Benzin, sondern gerade auch noch das Öl im Kraftstoffgemisch. Ja, jeder Motor braucht Öl. Wenn er zu wenig Schmiermittel hat, wird er irgendwann blockieren. Das Öl ist so etwas Feines, das in die Ritze einzieht. Und genauso wird der Heilige Geist uns von innen raus in jeder Faser von unserem Sein dringen. Er ist Gott in uns. Er schenkt die Kraft, die wir brauchen. Er gibt die Liebe für unsere Mitmenschen, die wir brauchen. Er braucht unsere Begabungen fürs Gute in der Welt. Er schafft neu dort, wo Sachen uns gestorben sind. Und er verwandelt uns die Personen, die wir schon immer gedacht sind. Und so ist der Heilige Geist, den wir brauchen, der Kraftstoff und Schmiermittel in so einer Beziehung. Der Apostel Paulus schreibt dazu im Galaterbrief: Der Geist bringt als Frucht Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Güte und Großzügigkeit, Treue, Freundlichkeit und Selbstbeherrschung. Der Heilige Geist ist als Gottesöl, also das Schmiermittel in dieser Welt, wo alles macht, uns zu laufen. Wenn Gott in uns lebt, dann fließt aus uns eben Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Güte und Großzügigkeit, Treue, Freundlichkeit und Selbstbeherrschung. Also all das, was wir auf der Straße und dann eben brauchen. Gottes Dank ist unerschöpflich. Bei ihm fließt's. Aber es ist auch uns bei der Zuleitung vom Ölsprit gemischt zu unserem Lebensmotor, uns darum zu kümmern. Wir sollen Sorge tragen zu einer intakten Benzinleitung zwischen Gott und uns. Die Verbindung zu Gott pflegen heisst, sich uns Zeit bewusst zu machen, die Verbindung. Sich für die Verbindung zu Gott zu entscheiden. Aber wenn es nicht mehr angesagt ist, zur Kirche zu gehören. Das Zeit nehmen für die Verbindung mit Gott. Die persönliche Stille, zum Beispiel vom Gebet und Bibel lesen, aber genauso im gemeinsamen Feiern, zum Beispiel wie heute Morgen hier im Gottesdienst im Eis. Ein Ort bin ich aber noch gestockelt. Eine Verheißung, die Jesus macht, ist schon ultra steil. Wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bewahrt, dann gilt: Ihr dürft bitten, was immer ihr wollt. Und eure Bitte wird erfüllt werden. Wird das jedes Gebet einfach erfüllt? Heißt das zum Beispiel, dass nach der TÜV-Segnung heute Morgen alles garantiert gut kommt und nichts mehr passiert? Bevor das Evangelist Lukas ähnliche Worte für Jesus überliefert, die ein bisschen anders zugespitzt sind. Ihr Menschen seid böse. Trotzdem wisst ihr, was euren Kindern gut tut, und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn darum bitten? Wir brauchen viel mehr als nur Bewahrung auf der Straße. Natürlich, das unbedingt auch. Aber wir brauchen Segen für uns als ganze Menschen in all unserem Tun und in all unseren Beziehungen und für all unser Hab und Gut. Und darum ist das Entscheidende, was so wichtig ist, eben der Heilige Sprit. Ich glaube, die Verbindung mit Gott ist entscheidend. Nicht einfach nur alle konkret erfüllten Wünsche, sondern seine Gegenwart, sein in uns sein, mit uns sein. Das ist das Entscheidende. Gott ist nicht einfach ein natürlicher Wunschautomat, sondern er ist das Leben überhaupt. Darum kommt es auf Beziehleitung zum Heiligen Sprit an. Whatever you write, the Spirit counts. Whatever you write, the Holy Spirit counts. Und der Heilige Sprit hat uns Jesus versprochen, wenn wir den Vater im Himmel in seinem Namen darum bitten. Und so will ich dir im Fürbittegebet nach dem nächsten Lied der mit uns allen um den Heiligen Geist für uns bitten. Whatever you write, the Spirit counts. Ich lobe dich, Herr, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Wort ist eine Lampe für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Und Gottes Volk schreit: Amen.